Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Call auf Radiostanzie WUNR 1600 AM, Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet yiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die heintige und amolige Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jüdischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite yiddishvoice.com und durch Twitter @theyiddishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. Ich, Ele Dovek von der Israel Bookshop in Brookline, wünsche alle unsere Klienten und alle Zuhörer von dem Programm Das jüdische Kol, Ashnas Chaim ve Sholom, Ashnas Geulo und Aksiba vechsime Toivo. Wir haben bei uns im Geschäft alle jüdische Artikel, Talesem, Sforim, Textbooks von allen Sorten, Hebräisch, Englisch, euch in Jiddisch. Euch haben wir Kassetten, CDs und Videos. Kommt da rein und verbringt in eine heimische Atmosphäre, ruft oder kommt da rein für Luchos oder Kalenders von dem neuen Jahr. Und alle Shnas Chaim ve Sholom, Shnas Geulo, zum ganzen Klal Yisrael. Israel Bookshop, 14 Harvard Street, Brookline, Massachusetts, 566-7113. A guten Abend, der hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM Brookline und euch auf einem lebendigen Strom durch unsere Webseite yiddishvoice.com und später auf Podcast. Wir haben ein reiches Programm heute Abend gewidmet den Wahlen von Jahr 2020, was kommen vor die Tag und endigen sich dem 3. November. Wir haben zu Gast eine Reihe interessante Menschen, reingerechnet Leben gebliebene Menschen von 2. und 3. Jahr und andere Mumchen. Lassen wir hören eine Liste und danach wird ihr hören sehr Stimmen allein. Wir hören von Sholom Beinfeld, Mitanführer von unserem Programm Das jüdische Call, wie euch Professor emeritiert von Washington University, St. Louis, und euch Mitchefredakteur von einem herumnehmigen Jiddisch-Englisch Wörterbuch. Carol Stolberg, ein Mensch von 2. Jahr, was ist euch Senior Advisor for Leadership Giving beim Churban Museum in Washington. Bronja Brandmann, ein Lebengebliebener von Churban von Jaworzno, Polen, was ist nicht weit von Auschwitz. David Lenga, ein Lebengebliebener von Churban, Original von Lodz, Polen. Jake Turks, Senior White House Correspondent für AMI Magazine. Loser Tversky, ein Akteur, sei auf der jiddischen, sei auf der amerikanischen Bühne und euch als Schauspieler in Film. Ich hoffe, Sie werden ein haben von unserem Programm und wie alle davon Masken sein, sollte nehmen die Gelegenheit, ausnutzen die Gelegenheit, überzugeben, eure Stimme zu voten, zu stimmen, in dem Präsidentenwahl und in alle Wahlen, was kommen vor, jetzt in die Tag. Guten Tag, euch Zuhörer. Das hat Sholom Beinfeld, was öfter wisst ja mein Name von die Radio-Auditions, wo ich bin einmal ein Interviewer. Und euch öfter von dem Wörterbuch, was ich und Chaim Bochner haben redagiert, die Jiddisch-Englisch
Wörterbuch. Ich will sagen, das mal etliche Wörter nicht, weil ich bin ein Kenner von Jiddisch oder ein Lexikograph, nur weil ich bin gewesen jahrelanger Professor von Geschichte und die moderne europäische Geschichte befragt. Und ich pflege ja rein, ja euch davon erklären, des Studenten, was ist geschehen in Deutschland mit dem Aufkommen von Nazismus. Das heißt, und euch dem Aufkommen von Faschismus in Italien. Weil der erste faschistische Regime ist gewesen in Italien und Hitler hat mit Sorge noch gefolgt die Karriere von Mussolini. Aber für uns Juden ist der Hitlers Erfolg das Wichtigste. Und Hitler hat, Mussolini hat in einem gewissen Sinn verhabt die Macht mit Gewalt. Er hat nicht gewonnen können. Hitler hat mehr oder weniger übergenommen die Macht durch die demokratische Prozesse, die demokratische Institutionen, was haben damals existiert in Deutschland. Das heißt, er hat zerstört die Demokratie in Deutschland, nutzen die Möglichkeiten, was die Demokratie hat ihm geschenkt, wie dem Führer von einer politischer Partei. Und seine Anhänger sind keinmal nicht gewinnen die Mehrheit in Deutschland. Auch in die letzte Wahl, wenn wir sich gewinnen nach dem Feier in dem Reichstag und wo sich gewinnen an Neuzustand im Land und die kommunistische Partei ist erklärt geworden wie unlegal mit allen und er ist schon gewinnen der Kanzler. Auch viele Dämmel haben die Nazis nicht bekommen, die Mehrheit. Das heißt, man darf nicht haben die Mehrheit. Man darf nur haben Anhänger, die sind fanatisch und die sind gerät zu nutzen, alle Mittel zu erobern die Macht und befreit zu anhalten sich in der Macht. In der Macht. Und dort haben gespielt eine Rolle, die sind nicht gewinnen, als sozusagen Nazis in dem buchstäblichen Sinn von Worten, aber sie gewinnen in einem gewissen Sinn dankbar zu den Nazis, weil sie haben abgeschaffen die liberale Institutionen von der Weimarer Republik. Das sind dann gewinnen die konservative Elementen, das sind ein Teil von den katholischen Elementen, wo es dann sozusagen Mitläufers mit Hitler und haben dann möglich sein Übernehmen der Macht und damit zu zerstören die Institutionen, was haben ihm gebracht zu der Macht. Und da sehe ich gewisse Ähnlichkeiten mit Trump. Er hat nicht die Mehrheit, er hat nicht gewonnen mit der Mehrheit von den Stimmen. Er hat nicht jetzt die Mehrheit der Stimmen, aber er hat genug Stützer, was einen Gerät zusammen mit ihm zu tun, alles was möglich ist, zu zerstören die demokratische Prozeduren und demokratische Institutionen von Amerika. Bin ich besorgt. Und also hoffe ich, als nicht nur wird Biden gewinnen, oder er wird gewinnen mit einer sehr größeren Mehrheit, als Trump wird nicht kennen, also sozusagen gewinnen die Wahlen. Was selbst sein schmaler Unterschied zwischen sie, was man ruft, a close election, ist das, ist eine der Möglichkeiten, als Trump soll ausnutzen, die Lage zu bleiben im Weißen Haus. Aber Biden wird haben eine größere Mehrheit und eine größere Zahl von den Electoral College Stimmen, wird man die Demokratie in Amerika retten. Dafür müssen wir alle stimmen. Und stimmen vor Biden, versteht sich. Viele eben ist es link gestimmt und nicht Biden ist gewesen unser erster Wunsch, aber das macht nicht aus. AB, nicht Trump. Und damit endige ich meine Bemerkungen. Danke. Mein Name ist
Carol Stolberg. Meine jüdische Nummer, ich bin geboren in Rivke Kreindl. Und die Nummer ist noch meine Großeltern, die Mama von meiner Vater und die Mama von meiner Mutter. Ich bin in Deutschland geboren. Meine Eltern sind geboren in Polen, in Lodz. Und ich bin jetzt the Senior Advisor for Leadership Giving of the United States Holocaust Memorial Museum in Washington, D.C. Ich bin in einer Gruppe, wo es einen sehr starken, wie noch sagt man, Belief, dass dass Joe Biden ist ein besser Präsident wie uns hat mir jetzt in Donald Trump. Ich habe sehr Meure, als Trump wird noch einmal sein Präsident. Und ich glaube sehr stark, dass wir müssen alle gehen weilen. Und wir sollen weilen auf Biden. Er ist ein guter Mensch, hat ein gutes Herz und hat ein sehr guten, wie sagt man, Experience politically. Und ich meine, als Trump ist gegen alles, was uns glauben in. Und ich habe sehr Meure, als kann sein noch 4 Jahre von die schrecklichen Zeiten, was wir haben jetzt auf diesen Tag. Ich habe in den meisten ähnliche Gedanken. Alle Überlebenden, was ich kenne, glauben, als Biden wird sein ein besserer Präsident. So du ein paar Menschen, die sind sehr fromm und sie glauben, als Trump sehr gut für Israel. Und es gibt für Israel, hat gemacht die Embassy in Jerusalem, und das ist eine gute Sache. Aber also geht für Israel, meine ich, ist nicht richtig. Ich meine, als Joe Biden, über 40 Jahre in Politics, ist ständig gewesen pro-Israel und ein Freund für die Juden. Und ich glaube mit meinem ganzen Herz, als Biden wird sein der beste Präsident für die Juden und für Israel. Ich bin registriert als ein Demokrat, aber wenn ich gehe weilen, weil ich für der beste Mensch, was ich glaube, wird sein der beste für die Position. Ich habe einen großen Respekt für Biden. Ich habe ihn bekannt 2 Mal in meinem Leben, aber ich habe ihn bekannt. Einmal in New York, einmal in Washington, D.C. Und einmal habe ich auch bekannt Donald Trump in Mar-a-Lago in Florida. Und ich kann dir sagen, als zwischen die 2 Männer, Joe Biden ist ein Gentleman, ist ein Professional, ist ein feiner Mann. Und Donald Trump ist, ich weiß nicht, wie noch zu sagen auf Jiddisch, sehr arrogant und sehr narcissistisch. In Familie, Biden ist der Beste für den Präsident. In meinem Leben habe ich gesehen Antisemitismus, aber keinmal nicht in meinem Leben habe ich gesehen etwas, was ist so wie Hand. Hand ist im Ganzen gefährlich und ich habe sehr Meure, als einander 4 Jahre mit diesem Präsident, es ist noch ärger. Auf jeden Fall, von wann kommt euer Geschmack Jiddisch? Das ist natürlich, oder sie hat ja sich gelernt Jiddisch ein bisschen in Schule, oder? Nein, ich bin geboren in Deutschland. Meine erste
Sprache ist Deutsch und Jiddisch. In daheim habe ich geredet Jiddisch zu meinen Eltern. Ich rede polnisch und Jiddisch, nicht ein Litwak Jiddisch. Und die ganzen Juden habe ich geredet mit meinen Eltern. Jetzt meine Eltern sind nicht du mehr und ich probiere, wenn ich kann, zu reden Jiddisch. Also ich soll noch können reden und nicht vergessen. Und sehr kurz, was ist gewesen euer Elternsgeurl in Zeit von der Milchama? In der Zeit von der Milchama, meine Eltern sind gewesen in der Ghetto Lodge. Und von der Ghetto Lodge sind sie beide rausgeschickt nach Auschwitz. Von Auschwitz, meine Mama ist gewesen, sie ist rausgeschickt nach Salzwedel, an Ammunitions Factory. Und nachdem ist sie gekommen in Bergen-Belsen. Und sie ist dort gewesen, sie ist dort geblieben bis die Befreiung, April 15th, 1945. Mein Vater von Auschwitz ist rausgeschickt nach Gerlitz, das ist gewesen ein Subcamp von Großrosen. Und dort haben sie gearbeitet auf den Panzertanks in der Bahn. Und dort hat er verloren Fies. Und ein Nest von Himmel, ist er gekommen, hat gelebt. Und er ist gewesen befreit bei den Russen. Und nachdem ist er ist gefahren nach Bergen-Belsen, gefunden seine Schwester. Sie ist auch gewesen befreit von Bergen-Belsen. Und dort hat er gefunden meine Mama. Er hat sie gekannt von Fahrdenmechummer, sie haben gewohnt in derselben Stieb, in derselben Haus. Er gewesen 10 Jahre älter wie meine Mama. Und sie haben Chassene gehabt. Und dort haben sie gewohnt. Mein Vater gewesen auf Fleischer. Und hat aufgemacht eine Fabrik für Fleisch, Kusche und nicht Kusche. Und hat gewohnt in Hannover. Mein Bruder und ich sind beide Gebäude in Hannover. Und das Ende von 1950 sind wir gekommen nach den United States, nach New York. In einer kurzen Zeit sind wir gefahren nach Chicago. Man hat Familie dort, wir gewohnt dort bis 1959. Und dann sind wir gekommen nach Los Angeles. Dank. Ich heiße Bronja Brandemann. Und von wann stammt ihr? Von Jaworzno, Polen. Das ist Galizien und das ist nun von Auschwitz. 15 kilometers oder 18 kilometers von Auschwitz. Ich bin gewesen 12 Jahre alt. Wenn ich bin gegangen mit 3 Schwestern in Auschwitz in 1943. Aber in Polen konnte mir noch meine Eltern sind vergast in Brüder in 1942. Das heißt, ein Jahr bin ich gewesen, ein Jüngchen. In 1943, wie ich schon bemerkt bevor, sind 3 Schwestern, die ich gekommen nach Auschwitz, und die 3 Schwestern sind umgekommen. Eine Schwester gewesen 8 Jahre älter von mir. Und 2 Schwestern sind gewesen kleine Kinder. Und ich bin da weggelaufen von der Line, wo sie gegangen in Auschwitz. Und meine Schwester hat mir ausgegeben, was sie gewesen älter, dass sie kennt arbeiten. Und ich bin gelaufen in der Line von meiner Schwester. Ja, eigentlich, ich habe gehabt Typhus, wenn sind wir gegangen auf den Death March von Auschwitz. Das heißt, der Teutenmarsch von Auschwitz. Und ich bin gewesen heute in der Koma, before that. Und ich
habe mich aufgeweckt, 2 Tage einer muss ich gegangen auf den Teutenmarsch. Und ich habe noch gerade sehr hohen Fieber. Und ich bin geblieben leben, ja. Aber ich bin gewesen, eine seltene Sache gewesen, was ich bin gewesen, was habe auch gelebt. Auschwitz war Kinder, aber nicht, sind nicht gewesen in Auschwitz. In die Zeit bin ich gewesen. Es ist nicht gewesen, keine Kinder. Ein Ausnahme. Mild gerät, ein Ausnahme. Ein seltener Ausnahme, ja. Danken Gott, könnt ihr reden mit uns. Und ihr wohnt jetzt wo? In Brooklyn, in Borough Park. Könnt ihr uns übergeben eure Verbindung mit die Wahlen? Sie seid ihr aktiv und wollt ihr übergeben eure Meinung wegen die 2 Kandidaten? Ich bin nicht aktiv. No, ich habe eine Sache, E-Mail von Bekannten, Neues von Erzisruhe und noch Neues von Amerika. Und ich lese die Zeitung. Ich lese the Wall Street Journal, nicht die New York Times. Ich bin sehr vertraut, weil ich habe sehr mehr von der Demokratischen Partei. Ich habe gehört, einen russischen größten Beamter, was ist entlassen von Russland, was hat verteilt, als 20 Jahre, schon 25 Jahre ab, Russland probiert zu überarbeiten. Der American-Eulen, also Amerika so vergessen, so nicht haben die auch Freiheiten. So sollen die Regierung wegnehmen und machen the country so laden als Sache. The fact is, als ich habe gelesen an E-Mail, als der aufgeklebene Vice President, die Frau von Kalifornien, als sie ist ein Member von CAREN, von Islamic Organisation, was die Regierung was stürmiert gegen Erzisruhe, was sie will als Erzisruhe so untergehen. Sie ist sehr dangerous. Es behauptet zu finden, als Biden ist mentally zurückgestanden jetzt. Also hat überhaupt nicht gewollt, hat überhaupt nicht was zu sagen, nur was die Party heißt, dem sagen. Das heißt, es hat nicht Sanka-Freedom, als er will, auch etwas zu sagen, was ist gegen die Party, als die Presse stützt sei, und stützt gegen auf dem Eulen nicht zu sagen, die Wahrheit. No, that all the news, that the ganze News, weiß ich, wie es heißt auf Jiddisch, is the media and the platforms, the social platforms, ours guide of the Democratic Party, laut der Demokratischen Party, und sie sagen nicht die Wahrheit. Also der Eulen hat nicht, um zu wissen, was die Wahrheit ist. Now, Trump hat Fehler. There's no question about it. There's nicht keine Frage. Aber ist gut für the country. Ist gut für das Land. Ich meine, als Biden hat gewinnen, ist es eine große Tragödie. America hat nicht sein Amerika anymore. Ja. So, in Sweden, 80% wählen für die Demokratische Party. Sie gedenken nicht, was passiert, der Holocaust, was ist
in my lifetime, also lang wie ich lebe. Was hat passiert zu uns? Also, zum Beispiel für in Polen hat man 90% gehandelt. Für Lithuania 95%. In Griechenland, in almost all countries in Europe, in der Welt gewesen quiet, still, hat nicht gehört, kein Wort von keinem zu retten, die Juden in dem Holocaust. Ich denke, dass du eine Sache zu haben, als man geht dem Eulen, amerikanischen Eulen, die Freiheit auszudrücken, dem Antisemitismus frei. Was haltet ihr wegen der Teine, als Trump ist pro-Diktator? Hat lieb, sich zu haben mit allerlei Diktatoren von China, Diktatoren von Russland. Ich meine, das ist mehr eine demokratische Propaganda. Weil der Fakt ist, als ist der Einzige, was hat sich gestellt gegen China. China ist ein größer Organis in amerikanischer Technology und andere Sachen. Weiß geht, was die Russen sind auch. Was man beschuldigt, hat gesagt, für die Election. Also hat gesagt, zu tun mit Russland, und Russland hat geholfen, weil soll gewinnen. Wer weiß, dass das ist liegend. Und jetzt, die Demokraten sind also, jetzt antisemitisch. Und zweitens, sie machen so viel Werbung. Wer hat das gehört, wir sollen einen Präsident impeach, to impeach a president. Das ist out-manufactured. Das ist out-Propaganda von der Demokratischen Partei. Es ist nur, als sucht das Sachen wegen Trump. Aber es sehr geht für die Economy, aber es geht für die Country. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mische Goyim von der Webserie Yid Life Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Call auf WNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! Mein Name ist David Lenga. Ich bin geboren worden in Polen, in Lodz, Polen. Ich bin ein Übergelebter von dem Chorben natürlich. Ich habe mitgemacht alle Wörter Sures. Ich 6 Jahre auf Pushet gehangen gewesen bei den Nazis. Ich habe verloren die ganze Besprüche. Ich bin geblieben allein ein Jusim, ein vollständiger Jusim. Ich bin auch gewesen 14 Jahre. Ich habe es übergelebt, weiß ich nicht, 4 mit. Ich glaube, als Pushet Masel hat das auch zu tun damit. Der Fall war keiner nicht gewesen, ein Kuchen, zu wissen, genau wie damit zu leben, als MacGyver. Der Holocaust hat ruiniert das Leben von tausende Menschen, die haben übergelebt. Und ich bin nicht gewesen, nicht anders wie andere. Ein bisschen wegen euer Blick auf die jetzige Wahlen in Amerika, the election. Die jüdische Gehilles in Amerika sind sehr unruhig wegen der Wahlen, wegen der Prospekt, wie das alles sich ausspielen. Sehr Sach Menschen, was ich kenne, persönlich, especially die Menschen in meinem eigenen Dorf, sie haben die Auffassung, als ob wird überhaupt sein eine Möglichkeit,
zu machen Schulen in Mittelmizrach zwischen Yisrael und der Araber. Ich glaube, als Trump hat gewissen, als ist mehr imstand zu machen, das eine Wirklichkeit, wie die alle anderen Administrationen sind bevor ihm. Und die Jiden, was sind sehr angelegen, als Yisrael soll sein als starke Medina, also soll verbleiben aufständig für das jüdische Volk, die alle Menschen, die haben mitgemacht, der MacGyver in den Zweiten Weltkrieg, gesehen, was passiert, als das jüdische Volk dort nicht gemacht. Die alle Menschen sind sehr, sehr unruhig mit den Wahlen, der Fall, weil sie glauben, als ob, wenn die Demokraten gewinnen, Yisrael et Laden befindet. Und so sehr als Sachmenschen in Mandor haben dieselbe Ansicht, dieselbe Auffassung. Und in einer gewissen Hinsichten sind wir sehr unruhig mit der Aufführung von dem jetzigen Präsidenten. Wir glauben, als seine Aufführung ist überhaupt gegen das allem, was die jüdische Religion, die jüdische Ethik glaubt darin und hat gelebt bei den Prinzipien als von Richtigkeit, von geben dieselbe Rechten für alle Minorities, wo es befindet sich in Amerika speziell. Und wir sind sehr angelegen, als wenn passiert etwas für die anderen Minoritäten in Amerika. Das hat die Juden können nicht sagen, eine Ausnahme. Und so in dem Hinsicht ist eine große Unruhigkeit die jüdische Gehirns. Persönlich wollte ich gewollt, als Yisrael soll verbleiben als starke Bediener, als soll eine gute Gemeinschaft mit dem amerikanischen Volk, mit der amerikanischen Regierung. Und ich hoffe sogar, dass wir mit sich noch nicht ausspielen, als Yisrael wird nicht sagen, der Korben hier in die Decisions. Aber wollte gesagt, dass Biden hat einen guten Rekord von Städten in Israel? Bidens Geschichte, persönliche Geschichte, das geht zurück bis als Sachjugend. Ich lese das Sach wegen dem. Ist seine Beschlüssen als Politiker sind ständig gewesen, also ich sehe, geht für Israel. Speziell die letzte Jahre, wenn gewesen, der Vice President von Barack Obama. Und so die große Spannung zwischen was es geht für Israel und was es geht für Amerika, ist also ausgewiesen verschiedenartig, was es nicht so geht für Israel. Und so die Juden sind sehr angelegen wegen Israel. Der Fall, weil ins weiß man, was bedeutet, als ein jüdisches Volk hat nicht Kataten. Sollte ich kein Mensch, was soll reden für sei, soll sich ausstellen auf der Weltbühne in Verteidigung des jüdischen Volkes. In uns haben wir ständig machtlos vor tausende Jungen. In uns kann man nicht sich erlauben, machen einen Tritt, einen politischen Tritt, wo sie können das alles riskieren, pushen. So, die jüngere Dor ist mehr idealistisch, sei sie natürlich auch nicht die Erfahrung, was wir haben, sei leider nicht im selben Gewicht auf, was das bedeutet, zu verteidigen Israel. Und sei, die größte Wichtigkeit ist,
was passiert du im Land. Das kann man verstehen. Man kann das verstehen. Das ist verständlich. Sehr Sachsachen im Land dürfen werden repariert. Sehr Sachsachen sind zerbrochen und in der Sachhinsichten. Und so there is a Spannung zwischen den Generationen, zwischen mir und zwischen meinen Kindern, zwischen meinen Einigen. Wir kicken sich nicht in gewisse Hinsichten die Lage mit derselben, wir kicken nicht auf die Lage mit derselben Meinung oder mit derselben Brillen, wie man sagt. Sie will dir geben eure Meinung. Ja, meine Meinung ist, dass wir müssen stimmen. Wir müssen warten die Stimme in größere nicht sie darf stimmen, sie will dir ihr begeben, für wem man soll stimmen. Für wem kann ich nicht sagen. Weil das wird mir recht. I mean, ich kann nicht sagen, die Menschen, für wen man sollen stimmen. Für jeder eine hat sich seine eigene Meinung. Ich habe meine Meinung. Aber ich kann nicht diktieren. Und ihr wollt ihr geben eure Meinung? Meine Meinung ist, als wir haben eine Änderung im Land. Das ist meine Meinung. Wir müssen haben eine Änderung im Land, weil wie es hat sich geführt bis jetzt, ist nicht gut für die Gemeinschaft, es ist nicht gut für die Generationen, es ist nicht gut für den Kerl. Es ist eine zerbrochene Wirtschaft und das alles darf werden ausgeglichen. Liza Tversky, Shalom Aleichem. Aleichem Shalom, sagen wir mal, gerade Problems mit der Internet Connection do ein bisschen. Mit schreeuig van me gaan laden. Es ist mal Covid. En ook het van me hype doen. Ik laat me ook entschuldigen, wegen ich rede nicht Jiddisch jeden Tag. Ich rede schon sehr lange kein Jiddisch. So ich komme hier als noch mal Planter jetzt in der Mitte. So sagen wir mal von dem auch. Was ist eure Verbindung mit die Wahlen dieses Jahr? Meine Verbindung ist, bei jetzt bin ich sehr interessiert in dem, weil ich es geht mir um, was geht vor jetzt in der Welt. Aber einer hat mir gesagt, etwas wegen als New York City was reden Jiddisch für a public service announcement. Ich kann was sag ich, wie geht's? So ich einer was redet Jiddisch in ich habe gehört, als sei ich weiß von Experience, als sag mal das so Job kommt uns Jiddischisten. And the Problem ist, als heimische Jiden verstehen nicht kein Jiddisch. Und die Matura von der ganze Public Service Announcement ist, die Matura von das machen in Jiddisch, das Simple, was das machen in Jiddisch, ist, was sie will reachen Menschen, was reden Jiddisch. Menschen was reden Jiddisch. And as the announcement geht daraus auf jiddische Jiddisch, und sie es nicht verstehen. Was verstehen ist nicht, was geht. Es ist ja reine Jiddisch. Und heimische Jiddisch ist mehr so gemischt. Es ist mehr, man sagt auf Englisch less formal. Es ist mehr harmonisch. Anyway. Heimisch. So, ja, heimisch, nur das ist Englisch, wie man sagt das, nur bekitzeln. Aber ich habe umgerufen einen, was Achava von Achava. Ich will das wissen. Ich habe gesagt, dass mich zieht, als ich einen, was redet Jiddisch, und will uns als eine heimische Jiddisch, und der Eurem soll verstehen. Ich muss mit Maske beginnen. Da habe ich kein Geld. Und in Kachaven, we got in touch and ich habe gesehen. Jetzt ist that's how the advertisement, that's how the ad. Wir haben gern bemerkt, als
es sind da etliche Annoncen auf der Seite, was man ruft das New York City Civil Engagement Commission auf kommt alle Sprachen von der Welt, hat alle Sprachen von New York Gegend, reingerechnet Jiddisch. Und wir sind sehr anzig mit dem. Lassen wir heute im Herrn ein bisschen wegen dem und danach wollen wir reden wegen einer Rolle in dem. In sind wir New Yorkers, in sind wir Voters. Weißt eure Rechten. Wir mögen bringen an Übersetzer in Stimmenbudke. Es kann sein Achave, Akure oder Wahlarbeiter. Aber es kann nicht sein ein Babusel oder Union vorstellen. Ich darf beide Gasten nach vorne. Alle Wahlplätze müssen ausfolgen EDA-Vorschriften. Sicht seins verzietrettliche Herangänge. Ihr könnt verlangen, eine Maschine unterzeichnen. Er hat Recht zu beten helfen an Wahlarbeiter. Oder mitbringen Wahlerinformatie. Lassen wir was in der Welt. In sind wir New Yorkers. In sind wir Voters. Weißt eure Rechten. Und sind wir New Yorkers und sind wir Voters. Jascha Koyach. Ja, in sind wir New Yorkers, you know. Und I feel ich jetzt, ich meine, ich wohne jetzt wie in Kalifornien, in South Dakota, in North Carolina, in New York, in überall. Aber nach der Masse is man Pneumius is a New Yorker. Verstehst du? Ich bin geboren in New York, ich gestorben in New York. Und ich wie ich wohnen, wenn ich starb, dann ich war in New York. Anyway, und ich bin originally von Borough Park. Und jetzt wohne ich in überall. Doing that. Eine Frage, ich will euch fragen, Sie seid ihr von zweiten Jahr oder dritten Jahr nach dem Chorben? Ich bin der zweite Jahr noch gefahren. So meine Eltern sind geboren noch ein Mohammed. Seine Baba sind gewesen in Europa, aber nicht alle von sie sind gegangen in Lager. Aber sind gewesen in Europa und Europa sind gewesen in Rumänien. Wir sind gewesen also gefährlich. Sie gewesen schlecht, aber es ist gewesen als man nicht gehargert und tut das mit der Gast. Aber sind ich in Amerika ja noch dem kommen. Meine Mamas Eltern sind gefahren auf das Ruhr noch dem kommen und meine Tatas Eltern sind in Amerika noch dem kommen. Mhm. Und ihr seid Hakitze geboren geworden in Borough Park, wie ihr sagt, und gewachsen in die frommen Kreisen, ja? My Maimonides Hospital. Ja, Maimonides Hospital. Und, ja, ich bin noch aufgewachsen fremd, ja. Ich bin aufgewachsen in Borough Park, ich bin aufgewachsen chassidisch. Meine Sprüche sind mehr weinige belzerische Chassidim. Meine Geschwister sind alle Mine, sind gegangen auf alle Mine Chassidim. Aber mein Spruch ist mehr weniger belgisch. Und ja, und jetzt bin ich nicht fremd. Ich bin mein eigener Mensch. Ja, wir wissen, die ständige Zuhörer wissen, ihr seid gewähnt auf unser Programm etliche Mal, ihr seid bekannt auf der jüdischen Gast wie ein Akteur, ein Schauspieler. Und jetzt ist gekommen zu dem, als wir sind auf dem Schwell von den Wahlen. Und was ist eure Verbindung mit den Wahlen und mit dem Annons? Was ist auf ein sehr guten Jiddisch, auch chemischen Jiddisch? Ja. So okay. So here's the thing. So, das ist die Sache. Ich weiß bei Emmes, als Rav von den Menschen, was sehen die Video, was hören es. Ich weiß, dass Rav ist, als gehen voten für Trump. Ich weiß. Gestern zu fragen ist, was die gehen encouragen Menschen zu voten für Trump. Der Emmes ist, als in einer Welt von so viel liegend, wo es kommt daraus von Trumps Maul. Sei essen es auf. So, ich kann von meinem Saat, mein kleiner Stadles, kann sie geben ein bisschen Emmes Information. Was kommt von einer Source, man kann getrauen, you know, das ist mein Jiddisch, ich breche mich in der Zeiner auf Jiddisch, darf sie reden mehr offen.
Anyway, aber es kommt von a trusted source in gaan ze geben get information. So this is man kleine Stadles. At least haben MS information. At least ich kann sie geben ein bisschen MS information. Wo sie hören auf WhatsApp und WhatsApp und los, okay, ich kann gut stehen wegen dem. Aber öfter kann ich, geben für ein paar Menschen, accurate information, wie soll sie voten, was man make team, was man tun stehen. In yeah. That's basically why I did it. That's they basically, yeah. Ja. In was meint ihr ist die Sibbe? Ihr sagt, dass alle die was ihr kennt und alle die was reden Jiddisch in New York, meint ihr, also ihr wollen alle stimmen für Trump? In 2016 hat Trump gewinnen berg 80% von Borough Park. The kickst auf a map von New York von the 2016 elections zu sehen. Als in ganz New York City is blue. Gits Borough Park, probably Mill Basin. Wie heißt das? Yeah, Mill Basin. In Staten Island, basically. In der you have da noch mehr. And the Sibbe von was wollten von Trump. I mean, the push it's the Sibbe. If you want to go by this guy with the scientific Sibbe, the scientific Sibbe is as the kickstart Trump's demographic and the kickstart dimension his largest, zijn größte following, the größte Hasidim from Trump, zijn white uneducated people. Was, we zijn nicht in college. And kickstart Borough Park in Williamsburg and Muncie and Monroe. What do you see? Okay, so they're not goyish or white uneducated, but they're still white, they're still uneducated. It's so of the master scientific Weg is to Masbazan is as I mean, that's a demographic. The problem is as the Zug as and ze wären Brügis, weil der Vergleich ist zu Goyen. Yeah, well, du gewisse Sachen, was sagen, gleich zu gehen. Beide haben Hände am Fies, le Muschel, und beide sind was, und beide sind nicht gegangen in college. So, beide sind uneducated. So, shoot me. A fact is a fact. A fact is a fact. Facts don't care about your feelings. It's eine von seiner favorite, slogans. Is facts don't care about your feelings. Guess what? Now they really don't. Koidem calls is mir a sehr große Vergnügen zu können reden, the Mamelution, do in year 2020. And ich hoffe, dass ihre Kuschbeziehherren verstehen, als in der handige Dauer zu do a riesige Awakening zu der jüdischen Sprache. Ich habe bekommen, stell mir vor, dass die auch, wenn der Harry Potter Buch is rausgekommen in Jiddisch, der erste Harry Potter Buch der Jahr. Und ich bin gut gegangen zu meinem Computer zu bestellen eine Copy. Und es ist schon gewesen, in ganzen sold out. Ausverkauft. In weniger wie 24 Schuhe, zu gewesen 1000 Copies, was haben geliked, was haben ausgedrückt. In weniger wie 24 Schuhe, alle 1000 Copies sind schon in ganzen gegangen. Sie haben ausgedrückt noch 1000 Copies. In Jens habe ich ja mal gewähnt, sie können bekommen ein Copy finden. In der Sibbe, was ich so das ist aufzuweisen, als jüdische Sprache, was Menschen haben sich vorgestellt, für zähnliche Juden, ist schon tief in der Erde, wird als stärker und stärker handige Tag, in die Meier hast da sehr größte Heilig in dem. So, ich kann euch falsch, was das ist. Danke. Okay, ich heiße Jake Turks. Ich bin der Senior Wasserhaus Korrespondent für Ami Magazine, der größte orthodoxische Magazine in the country. Der Magazine wird gedruckt auf Englisch, aber in Jiddisch habe ich ein Podcast auf ein Programm, was heißt Komm Wasser. Über ein neues Bericht jede Woche. Und zu sehr populär in der
in der chassidische Yiddish speaking Gemeinde. So to get the practice to können heranzutappen zu Mamalush. Natürlich war für ein englische Werte doing dort, aber jede Gelegenheit, was wir haben, ist zu helfen mich besser herausbringen der Yiddish within mich. Gut, lassen wir konzentrieren auf die Wahlen und ich will euch bedanken, was ihr seid gewesen, ein Gast die letzten etliche Jahren. Ihr seid kaum gewesen, ein Gast, nachdem hat allein gehabt ein Stück Gespräch mit Trump bei einer Pressekonferenz. Das ist ein sehr interessantes Interview gewesen mit ein paar Jahren zurück. Menschen können das finden in unserem Archiv. Und mit etlichen Chadoshim zurück seid ihr gewesen ein Gast und ihr habt geredet wegen Coronavirus zwischen in die frommen Kreisen speziell. Und ein bisschen geredet wegen Trump und die Wahlen. Aber jetzt ist Boilet Indien und wir sehen in ein Stück Zures nicht nur die Welt und die Vereinigten Staaten, sondern auch speziell die frommen Kreisen. Was seht ihr beklau und speziell mit der Druck auf die frommen Kreisen gehen die Wahlen, speziell für einen Präsident? So, eine finde sehr interessante Sachen. Uns haben Ami Magazine hat commissioned a national poll mit etliche Wochen zurück. A national poll von orthodoxischen Jiden über die ganze Amerika zu sehen, wie soll sie planen und stimmen in die elections. Und als auch Menschen haben schon gestimmt. Man sagt, dass es schon, ich meine, es halt 60 Millionen Menschen haben schon gewotet in early and absentee voting. Und man hat noch eine Woche vor den elections. Das heißt, 60 Millionen Menschen ist kamat halb von der ganzen voting population von letztem Mal. And this is als early voting, so we can expect sehr hohe outcomes. In eine von den sehr interessanten Sachen, was man gesehen in der Army poll, und man sieht das auch über die ganze country, ist als ein demographic, was Trump hat sehr stark gewonnen 4 Jahre zurück, und was Biden hat sehr stark in jetzt, ist the seniors, the Dorvus ist heche 60. Ja, das ist etwas, was ist sehr interessant, weil keiner hat sich nicht vorgestellt, als er geht sagen, als eine große Täuschung von Support, überhaupt, wenn so viel haben gestützt Trump 4 Jahre zurück und jetzt dieselbe Chevre sagen, als gehen voten für Biden. Und was man sieht in der orthodoxischen Welt auch, viele, the overwhelming majority von Orthodox sagen, als sie planen zu voten für Trump, aber wenn sie gekommen zu der Demographic von 65 plus, ist halb haben gesagt, dass sie gehen voten für Biden. In viele in der orthodoxischen Welt, wie Trump hat sehr hohe Support, aber mit der ein Gruppe Menschen hat verloren Support. Was meint ihr, was sind die wichtigsten Faktoren zwischen frommer Stimmer zu stützen Trump oder verkehrt zu stützen Biden? Es ist sehr schwer zu wissen, weil jeder Mensch, der sich redet, sucht etwas an andere Sibbe. Jeder hat seine eigene Sibbe. Und es ist sehr gering für Menschen, die verstehen nicht a Community, die verstehen nicht a Gemeinde, zu können kicken auf sie und sagen, sei alle Tiere so zu lieb, der ein Sibbe. Aber der MS ist, dass du so viele verschiedene Sibbes, als auch Menschen halten als es besser für das Militär oder es besser für Jobs oder sie spielen als die Media ist nicht fair zu ihm. Ich weiß, sehr viele Menschen obviously sind zufrieden wegen Jerusalem und wegen der Embassy und wegen der Peace Agreements mit verschiedenen Countries in the Middle East. Aber viele mehr für Menschen sind sehr interessiert in Prison Reform
in the pardon was President Trump gegeben für Shalom Mordechai Rabashkin, der erste Jahr von seiner Presidency. Als ich Menschen haben eine kurze Teufel des. So du verschiedene Sibes, was Menschen supporten. Okay, gut. Das lass mich warfen etliche von sie und mit einer Frage Kasche. Ist man hört eine Sache wegen Yisrael, ist aber und man kann nicht sagen, also hat nicht getan gute Sachen von Yisrael, wegen Jerusalem, wegen der Shalom abmachen und so viel weiter. Aber man hört euch zwischen andere Frume, speziell zwischen Chassidim, meistens Satmar Chassidim, sind Menschen gegen Zionism, gegen Yisrael, gegen Zionism. Was ist die Chachma mit dem? Weil der MS ist, als vieles sagt mir, was ist nicht sei pro-Zionism, sei für Rav Jiden in Amerika, für Rav orthodoxe Jiden, was ich gerät sie, sei sind mehr concerned wegen was kommt vor du in Amerika, wie sie sind wegen jeden Tag in Effekt ist Ruhe, als Sachmolatog, aber wenn sie kommt zu Safety und sie kommt zu Job Security, sie kommt zu der Economy, Menschen sind in Amerikaner, und sind nicht Israelis. In uns willen, als Amerika soll sein successful. Und die will stützen Biden oder die will stützen Trump. Raufen die Menschen, was sicher gerät sie sind mehr concerned wegen Coronavirus, Economy, Sachen, was kommen du vor in Amerika right now. Das heißt, dass Yisrael ist neutral für sie. Es ist nicht plus, es ist nicht minus. So, für die, die sind nicht pro Yisrael, sind a Sach mehr interessiert in was kommt vor in Amerika. So, es ist gerecht. Es ist nicht, in gewissen Fällen, sie wollt gewähnen meines, aber right now, wenn sie do so viel Probleme in der Country mit wir können reden wegen Police Brutality oder wir können reden wegen Riots in größeren Cities. Ist auch willkommen zu einem anderen Jonem. Ist wegen Coronavirus. Efter kennt ihr am besten geben dem Gefühl zwischen frommen Kreisen, speziell in New Yorker Gegend, was das hat gemeint für sie, was hat gehabt als einen starken Impact auf sie. Man hat uns gesagt für das ganze Volk, 15 Tage zu starten die Verspreitung. So auf Englisch, 15 days to slow the spread. Immer gesagt, als noch 2 Wochen, man geht alle Businesses verschließen, jeder geht bleiben daheim, in noch 2 Wochen geht alles sein erledigt. Und du halt man schon etwas 250 Tage nach den 15 Tagen. Und sie halten ein werden Ärger. Und wenn man sieht Menschen, wenn man spricht mit der Sachkinder, was wohnen in sehr kleine, zerquetschte Apartments, und man sucht für sie, als ich müssen bleiben in der Heim mit alle ihre Kinder in der 2 Zimmern a ganze Tag, und sie sehen nicht kein Ende zu der Problem. Menschen werden sehr frustrated. Und sie sagen, genug ist genug. Man hat schon mitgemacht, man hat schon gesacrificed, wie viel man gekannt, aber wie schädlich sie ist, die ganze Virus, ist es pinkt so hart, zu versparen Kinder in Spraches, in kleine Dieres, in the impact, was es hat auf sei physically and sei mentally, sei educationally, is etwas, was Sachmenschen haben eine große Concern wegen. Ihr habt gehört, das jüdische Call. Zu begrenzter Zeit haben wir nicht gekannt, nützen alle feine Wörter von aller Beteiligten und guckt auf unser Podcast. Sollt ihr wissen sein, ihr könnt das finden bei unserer Webseite jiddischvoice.com für Bonus-Tracks, Bonus-Zugaben mit verlängerten Nuschayes
von unseren Interviewen. Dank die alle Gäste, Jake Turks, Loser Tversky, David Lenga, Carol Stolberg, Bronja Brandmann und Shalom Beinfeld. Und Dank teile Zuhörer von Herren sagt zu unser Programm und sollte alle stimmen in dem heutigen Wahl.